Moin und von harten Willkommen. Hier ist Plattfunk, der Podcast ob Hoch- und ob Plattdeutsch. Und ich bin Thorsten Börnsen. Moin und herzlich willkommen bei Plattfunk, dem Podcast auf Hoch- und auf Plattdeutsch. Und ich bin Nikos Saul. So, und dann legt wie vor's los hier. Von doch hab wie, man muss schon irgendwie so sagen, ist das so ein Beifang, würde man das vielleicht auf Hochdeutsch nennen, oder so ein Sekundärnutzen, so ein Biprodukt, finde ich. Aber ich will da gut nicht so schlecht schnacken. Das ist natürlich heel interessant, jümmers noch. Wir sind nämlich dabei und mockt verdrech, also genau genommen, ich puzzle an verdrech rum für das Zentrum und über die Spruchgeschichte von Plattdeutsch, also Plattdeutsch, wo kommt denn eigentlich her, wo geht Plattdeutsch hin? Und da muck wie Lüt Teaser, da mucken wie Videos von über den Spruch, über so Lütte Happens von der Spruch und da ist sozusagen was wie Affullen. Und das Thema für den Podcast Hüt ist Missing. Missing, genau. Für die Leute, die es nicht wissen oder vielleicht zum ersten Mal zuhören, es handelt sich beim Zentrum um das Zentrum von Niederdeutschem Landesteil Holstein. Das ist natürlich noch eine wichtige Ergänzung. Genau. Missing ist das Thema. Und da ist ja als erstes mal die Frage, das ist ja ein Wort, was relativ seltsam klingt. Wo kommt das Wort her und was heißt das eigentlich? Und ich will erstmal mit einem Spruch an die anfangen, Nikos. Hast du eigentlich eine Verständnis, was Missing ist? Oder was würde die so durch den Kopf geistern, wenn du denkst, so das erste Moment, Missing? Missing. Also ich bin natürlich nicht ganz unbeleckt, was Sprachwissenschaft angeht. Habe tatsächlich auch Missing mit dem Begriff das erste Mal im Studium zu tun gehabt. Also kannte den Begriff vorher gar nicht. Okay. Und würde jetzt am ehesten sagen, ja, es ist eine Mischung aus Plattdeutsch und Hochdeutsch. Ach, was. Du hast hier eins verloren. Ja, aber das ist das, was mir im Kopf rumgeht. Okay, ja, ich habe einfach die verkehrte Frage gestellt. Gut, dann muss sich der Zuhörer jetzt einfach nochmal ein bisschen zurückbeamen und an den Anfang von der Ganze und weiter gehen. Und tatsächlich ist das so, dass Missing in wirklich, und das ist ja für den meisten kein Geheimnis, ein Mischmasch und Platt und Hochdeutsch ist. So. Und viele liegt es immer noch ganz appeltwatsche Vorstellung davon, wer das eigentlich sehen kann. Also so immer wer dügert ob, sehr interessant Messing. Die Leute sind in Metalle interessiert. Wie dann eben ja auch so eine Mischung ist ut Copper und ut Zink. Also das Mischverhältnis später wird ja immer eine Rolle, ist das aber, als wie du das jetzt natürlich so richtig gut stellt, hast nämlich gar nicht. Aber heißt denn Messing, heißt es irgendwo Missing auch auf Plattdeutsch? Oder wie kommt man darauf? Weil ich fand immer viel naheliegender, dass das was mit Mischung zu tun hat, als mit Messing eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also vielleicht ist das, wir laut verschoben, ne? Also da die Leute in den Rock kommen, Eisen wird zu Eisen, Messing wird zu Missing, so, ne? Also so, es folgt vielleicht eher so ein Logik, die du aber Kapeistergeid, der nur mir hat Messing oder Plattdeutsch auch Messing. Also so, ich wusste zumindest keinen Unterschied. So. Ja. Vielleicht ist das dann Missing, wenn man Missing sagt. Ja, genau. Also das ist ein klassischer Begriff, da sind wir schon in medias res. Ein klassischer Begriff, der Missing-Bier. Der Missing-Bier. Also wenn man Missing für Messing hat. Tatsächlich führt uns die Story zurück in eine Frienität in 17. Jahrhundert. 1669 hätte er den letzten Hansedach gegeben. Donno löst sich der Hanse mehr oder weniger ob. Also mehr als weniger ob. Gibt kein Hanse durch mehr. Was hat das Ganze jetzt eigentlich mit dem Spruch zu tun? Würde man sich vielleicht fragen, erstmal, ordentlich was, denn der Spruch von der Hanse wäre ja tatsächlich Plattdeutsch, also so. Und mit
ja, über Jahrhunderten, also spätestens von 1300 bis 1500 zu der Hochzeit von der Hanse, käme der Plattdeutsche in Vetter, mit Sold und Heringe praktisch über die See und hat sich utbreit überall durch, wo der Hanse zugang wird. Das hält in erster Linie in Ostseegebiet, da wir der Hanse vorherrschend, aber letztendlich auch bit in die Nordsee ran, Brücke gibt es ein Hansekontor, in London gibt es in Stolhof der Hansekontor und dann ging der ganze nach Osten bit nur Novgorod und alle die Lü, die jetzt sozusagen Handelskontakten abgenommen habt mit der Hanse und mit der Hanse hier Handel trieben wollen, die habt jetzt angefangen, Plattdeutsch zu lernen. Also du hast dann von Novgorod, Bittnerbrücke, Lüd, die zumindest Plattschöler werden. Also so, ob du so irgendwie Plattdeutsch lernt habt. Ne? Genau. Gibt es, weißt du, ob es im Russischen Einflüsse des Plattdeutschen gibt? Gibt es bestimmt. Also so, ja, ganz verwiss wird das eben auch technische Näherungen dann von durchkommen sind, ne? Also die man dann abgriffen hat. Ich kann die nicht benehmen. Mein Russisch ist so schlecht, also so ich überhaupt gucken. Also von Schwedisch, da kenne ich mich besser gut. Da habe ich also bitte 40% von den alten schwedischen Wortschatz Guide ob der Plattdeutsche durch, ob Mittelniederdeutsch. Das ist ja wirklich also viel, ja. Ja, genau. Also das sind dann die Siedler, Weste und Niederdeutschland gekommen sind und sich da Afset hat, losgegangen ist er mit dem Handel, aber letztendlich hat er dann auch so richtig Siedlungswellen gegeben von Leute, die Plattdeutschland gekommen sind und sich dort Niederlanden haben und da ist das wirklich sehr, sehr, sehr eng. Da gibt es halt immer noch so Sachen, die wirklich, wo du denkst, das ist Plattdeutsch. Oder also wo du von dort auch noch dann richtig hören kannst. Ecoder hate ob Schwedisch Eichhörnchen. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr nah dran. Ja, das ist sehr Plattdeutsch. Ne? Ja. Und dann Hus und so wieder, das ist ja ohnehin auch ziemlich dicht miteinander. Aber das ist ein ganzes Reich, wo, also als ich sage, so bitte 40%. Genau, also das wäre sozusagen der Hochtit von der Hanse und der Hochtit von Plattdeutsche und dann ist das Petbach durchgegangen. Das ist so ein Siede Abgang west, kann man sagen. Also das System hat einfach nicht mehr funktioniert und andere Handelssprachen sind dann wichtiger geworden. Also das hat sich dann sozusagen verlagert. Auch der Schwerpunkt von der Handel hat sich geografisch verlagert. Also ist immer von Norden immer wieder nur Süden runterrutscht. So. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Ich dampf das hier mal so ein bisschen zusammen, ob Hardfacts, ob so ein paar Hardfacts, das auch politischen Einfluss und Implikation. Denn die Städte, der Hansestädte, wären ja mehrheitlich Republiken, Stadtrepubliken. Also man hat das eben noch nicht Senat, sondern das wäre der Rot von der Stadt und der Bürgerschaft. Der Bürgerschaft hätte den Rot wählt. Und der Rot letztendlich wäre das politisch entscheidende Gremium, also so also die Regieren von der Stadt, der Stadt regieren. Das ist allerdings so ein bisschen unübersichtlich. Weißt, also in der besten Titeln von Hamburg hat das 24 Senatoren gegeben, also Rotsmitglieder und 4 Bürgermeisters. Also das ist schon ordentlich Kuddelmuddel, weißt, also so, der wurden dann natürlich auch immer mal wer nie mehr wählt, zumindest der Bürgermeisters. Nu hat sich sozusagen das Ganze nur Süden verschoben und dort werden jetzt die Regionalstaaten haben den Hold up und dort wäre das eben was ganz anderes. Du hast einen Fürst in der Regel, ne? Der was zu melden hat. Also so, das wären noch nicht die Tiden von Absolutismus, das kam lauter, aber das ging auf jeden Fall genau der Robto, so, also so. Oktor wäre also eine Spaltung von den politischen Systemen, also so in Norden unter Vorherrschaft von der Hansestädte, Republiken und in Süden hast du Absolutismus, lauter dann abklärten Absolutismus. So. Gut, der Spruch von das Ganze in Süden wäre eben nicht mehr
Plattdeutsch, Niederdütsch, sondern Hochdütsch. Und nun haben man sozusagen das Problem im Norden, dass man diese Spruch aber ja nicht können. Also so, beides wären deutsche Sprachen, aber in Norddeutschland können eben kein aus Hochdeutsch. Also kann man nicht. Und das wäre eben auch so verschieden, dass man diese anderen Spruch lernen muss. Also richtig aktiv sich beibringen als ein Fremdspruch. So, sich beibringen war nichts, deswegen buchst du die das beibringt. Und deswegen hat man sozusagen das ganze Jungvolk, also so die jüngere Generation, die hätte man nur Süddeutschland schickt, to Sprochen lernen, to Plattdeutsch lernen, to Hochdeutsch lernen. Klassische Sprachreise nach Süddeutschland dann. Die klassische Sprachreise ist geboren worden, sozusagen im 17. Jahrhundert an der Ende von der Hanseatit. Af nur Süddeutschland hin zu Hochdeutsch lernen. So, wo schnackt man jetzt der beste Hochdeutsch? Wo willst du das schon? Also ja, heute sagt man ja in Hannover. das war ja damals auf jeden Fall noch niederdeutsches Sprachgebiet. Rein Plattdeutschland. Dementsprechend genau, eben da, also was ja auch einen Vorteil hat, also ich glaube, die Leute sind dann nach Sachsen gegangen. Was ja auch den Vorteil hat, einmal kommt Martin Luthers Bibelübersetzung daher und zweitens, es ist nicht ganz so weit weg wie Bayern oder so. Und die Sprachreise wird nicht so teuer. Genau, also so, also Hüt würde man denken, unbedingt Sassisch ist irgendwie das elitärste Hochdeutsch, das feinste, würde man vielleicht so erstmal gar nicht sehen. Thomas, ganz klare Fall. Luthers Bibel verdütschen. Ne, kommt also aus Sassen und dort wegen eben auch Sassisch. Also dort hätte man dann tatsächlich Hochdeutsch schnackt. So ein sassisches Kanzlei-Hochdeutsch ist das, was so in juristischen Kanzleien schnackt worden ist und in Fürstenkanzleien und so wieder, also Sturzkanzleien, da kommt das eigentlich her, da ist das entwickelt worden. Ne? Also so, Hochdeutsch ist tatsächlich so ein Produkt, immer natürlich von Martin Luther, der hätte das in Beton gegossen, aber für hier ist das sozusagen, hätte sie rund um die Fürstenhöfen eben so entwickelt. Ist denn, weißt du, ob die Leute aus dem Norden dann tatsächlich, also sind die da so hingegangen und haben da gearbeitet oder waren die dann nur so irgendwie ein paar Wochen mal Hochdeutsch schnacken und dann wieder zurück in Norddeutschland? Davon kannst du gut gehen. Also so ein echter Pilbersack hört natürlich nie auf Geschäfte zu morgen. Ne? Also so, du kannst ihn hinstüren, wo du willst. In der Regel hätte man natürlich auch versucht, da Tusum da parallel loben zu lassen. Also so nicht, dass der Fritten deit und Geld kostet, sondern da muss natürlich auch irgendwie, da muss was inbringen. Ne? Also das ist immer, also irgendein Kumpel hast du ja auch immer, der du mit Tüch, mit Klitosch oder mit Sold handeln deit, mit der du irgendein Geschäft abtrecken kannst. Also so, da gehört es nur von Ut. Also so, dann hätte man bestimmt versucht, da was loben zu lassen. Genau. Genau, und dann sind die zurückgekommen in den Norden und haben ein paar Brocken Hochdeutsch mitgebracht. Genau, du spoilerst. Also, erstmal werden die natürlich noch Insassen und dann sozusagen, wo schnackt man Insassen? Das beste Hochdeutsch? Ne? Nikos, du wählst dann? Ja, da, wo auch das beste Porzellan hergestellt wird. So ist es. Und das kommt natürlich Ut Meißen. So. Und da kommen wir dann tatsächlich richtig Hit an den Norm ran. Also, wo der Porzellan gut ist, da kann der Deutsch nicht schlecht werden. Und deswegen sammeln die sich jetzt meißnisches Deutsch ab. Also so das feine, das beste Deutsch Ut Meißen. Und das war dann tatsächlich in Plattdeutsch-Messingsch. Und das war damals die Residenzstadt oder wie kommt es, dass das Meißen ist? Da das Meißen ist. Nee, ich glaube, das ist jetzt einfach, also so, das ist übertrieben. Meißen stünden eigentlich
meisten Stunden dafür, so wie Tempotaschendöcker Hüt für Papiertaschendöcker. Ach so. Also, okay. Das ist einfach bloß ein Branding. Ne? Okay. Das hat auch jeder an der Stadt wählen konnte. Also ich wusste zumindest jetzt keinen Grund, der noch lütteliger ist, der verkloren wird, warum das Udreken meisten ist. Mhm. Genau, also nee. Das meistens stehen für Sassen und für Godes Deutsch. Und Sassen für Godes Deutsch. Das ist sozusagen der Reich, der Sektor Achterverband geil. Du sagst das, man ist zurückgekommen, also sie sind wer ankommen in Lübeck, Hamburg, Bremen und dann schnacken sie stolz Missing. Also, das feine Deutsch und Meißen. Und hast du da dir schon anfangs ein bisschen auffällig, muss ich sagen, schon gesagt hast, das ist überhaupt kein Hochdeutsch. Das ist natürlich richtig. Hätte man sich hiermit aber in Norden natürlich super damit produzieren können, denn hier habe ja überhaupt keine in Ordnung, wo an sich richtiges Hochdeutsch überhaupt anhören. Also du hast so eine Situation, dass Foken eher so ein Plattdeutsch mit hochdeutsche Brockenstubin wäre. Also zumindest so landläufig. Ne? Ja. Genau. Also so, das hast du, aber du hast ja kein Regulativ dator. Also so, das wusste ja hier keiner, wo an sich das richtig anhört. Und deswegen ging das durch. Deswegen wäre das jetzt kein größeres Problem. Ja, und wahrscheinlich ist es dann ja auch immer von den Leuten, die dann da waren, nochmal weitergegangen auf Leute, die nicht da waren und hat sich dann ja wahrscheinlich immer weiter verloren oder ist immer mehr ins Plattdeutsche reingegangen. Ja, so ein bisschen nur dein Motto, Bildung ist, wenn du ihn kennst, der lesen kann. Also so, genau. So zweimal um der Eck und dann war da was von. Genau, so ist das Lopen. Also du hast ja zum Beispiel so Socken wie Fritz Reuter dann zum Beispiel, der hätte ja ein richtiges Denkmoor-Set mit Onkel Bresig, Inspektor Bresig, ne? Also so. Und wenn man denn jetzt auf Hochdeutsch hören da irgendwie, also so da gibt es ja noch verfilmt und lesen und so wieder über diese Texte und der Lüd lacht sich kugelig darüber, dann ist das natürlich im Grunde genau falsch, ne? Das ist verkehrt, denn natürlich schnackt Bresig Missing, was komplett verkehrtes Hochdeutsch ist, aber das funktioniert bloß deswegen, oder der Humor hätte Durwegen früher formuliert, wie das sein ganzes Hochdeutsch, sein ganzes Umfeld natürlich Plattdeutsch hält. Wie er schnackt hält. So, wenn du jetzt einen Verfilm hast und Bresig ist der einzige, der wieder Missing schnackt, aber alle anderen schnacken Hochdeutsch und zwar klar und fehlerlos, dann ist natürlich der Witz komplett weg. Ne? Also so, hier hat kein Plattdeutsch, das funktioniert eigentlich bloß, wenn du ein plattdeutsches Umfeld hast. Und in das plattdeutsche Umfeld, dort ist hier natürlich der Star, wie das hey Hochdeutsch schnackt, oder zumindest das, was man da verholen will. Und da hast du im Prinzip genau dieselben Verhältnisse. Also alle anderen schnacken platt, habt keine Ordnung von nix, also werden auch nicht, wo sich das jetzt genau anhört, und werden deswegen auch nicht, dass Bresig Duren ans verkehrt sagt. Ja, wobei ja also sozusagen der Witz, dass das Publikum bemerkt, dass das nicht richtiges Hochdeutsch ist, ja auch im 19. Jahrhundert schon funktioniert hat. Also darüber, das ist ja eigentlich trotzdem so, dass man sagen kann, okay, ja, offensichtlich versucht er sich jetzt gerade an etwas, an dem er scheitert eigentlich. Ja, das stimmt. Aber was eben nicht wahrgenommen, also was Hütodorfs nicht mehr wahrgenommen war, ist, dass hier im Grunde ein soziale Bildungsobstieger ist. Also hier ist Verwalter, ob ein Gut, das ist natürlich das ist eine wichtige Position, hat auch verglichen zumindest all der anderen, besonders in Mecklenburg, richtig viel Geld verdient und wohl dann natürlich nur Budenwiesen, was für ein Obstieg das wäre. Ne? Und also das funktioniert nicht mehr, sondern von dort denkst du, das ist jetzt der letzte Knallkopf dort. Bisschen zurückgeblieben. Genau, und alle anderen schnacken irgendwie brillantes Hochdeutsch. So. Ja. Und so, also von Typus her, habe ich das auch noch belebt. Also so Lüd, ob Land, konsequent verkehrt Hochdeutsch schnackt have. Also bitte in min Verwandtschaft drin. Also so, wo Lüd, wenn sie Hochdeutsch schnackt have, gute Chancen haben, dass sie einen Satz nicht richtig über die Ziellinie kriegen habt. Also das wäre irgendwie so der Klassiker. Ja. Ja.
aber dann aber sozusagen auch diesen eigentlich zu dem Zeitpunkt dann aber nicht mehr das benutzt haben als Beweis höherer Bildung wahrscheinlich, oder? Oder? Ja, man will sich damit schon profilieren, dass du Hochdeutsch ne? Also so das schon, ne? Also so das wäre natürlich schon auch ein bisschen witzig, ne? Also so denn juste so in dem Moment, wo du dann irgendwie wiesen musst, nee, ich schnack auch Hochdeutsch, dann käme die Fehlers, ne? Also so, wenn sie egal, wer Plattdeutsch schnackt haben, dann hat das überhaupt nichts Markt. So. Und ich meine, so in der Titel, als ich aufwuchsen bin, hätte sowieso jeder zumindest Plattdeutsch verstanden. Ne? Also so. Aber du hast ja den jedem Drop, also so man hätte sich im Grunde gezielt durchblamiert, wo es auch echt am pinlichsten wäre. Also in der Bank, ob am Bienenpasta, in der Show, also so, ne, also so überall, wo man so in Kuppa, nee, jetzt muss ich Hochdeutsch schnacken. Du hättest es dann auch muck und bam, hättest du damit am Moor sitzen, ne? Ja. Hast du denn so ein paar klassische Beispielsätze parat, die genau. die so zeigen, was eigentlich für Fehler dann gemacht werden oder Fehler ist ja, aber die zumindest Hobfehler im Sinne von der hochdeutschen Sprachnorm. Ja, zufällig ja. Also so man kann den Prozess so beschreiben. Das ist so immer, früher, also in Anfang wäre das eher Plattdeutsch mit hochdeutsche Plackens, an Ende wäre das eher Hochdeutsch mit plattdeutsche Plackens zu bin. Ne? Also das Verhältnis zeigt sich einfach umdreht. Ja, ich habe tatsächlich zufällig ein bisschen was mitgebracht. Ja, wunderbar. Vielleicht, wunderbar. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, wegen ihr anders singen. Und fangen wir doch erstmal so an. Was würde die denn so infallen? Was würdest du sagen, so in hütigen Spruchbuch has missing Schmidt to be? Naja, also also ich meine, keine Ahnung, auf Ebene von Aussprache findet man das ja schon einfach auch recht verbreitet noch, dass irgendwie zum Beispiel, also eine richtige hochdeutsche Aussprache vom Wort Tag zum Beispiel wäre ja mit einem G beziehungsweise verhärtetem G am Ende und so die norddeutsche Aussprache ist dann ja eher noch Tag oder was sagst du denn dazu oder so, also dass man dieses G vor Konsonanten oder am Wortende immer noch häufig zu einem CH macht, das ist ja was auf jeden Fall immer noch verbreitet ist und also weit verbreitet ist. Ja, und schon auch sowas wie als und wie Verwechslung, mir und mich Verwechslung, sowas findet man, glaube ich, auch noch. Aber das sind ja eher wirklich nur noch so kleine Substrate eigentlich im Hochdeutschen. Ja, tatsächlich, also da das ganze System in Frage gestellt war, ne? Also da habe ich dann irgendwie so ein Beispiel für, ja, so ist das, also so einer der aus Hamburg kommt und sagt, er kennt aus Hamburg, ist ganz sicher nicht von hier. Also so zumindest konnte man das immer vorher ganz klar fassen, denn ein Hamburger kann ja gar nicht gut schnacken, ne? Also so das harte End-G, sondern da war immer natürlich ein Hamburg, ne? oder Hamburg, denn eben. Das ist so. Ja, genau, also so, das ist so das, was uns noch am meisten über den Weg läuft. Also ich gehe mal für einen Bekannten noch unbekannt, na, vielleicht eben nicht. Hamburg habt ihr nur das ist nun wirklich sehr bekannt, der Hamburger sagt Hamburg. Der Hamburger sagt Mittelwil, das ist was im Grunde nie ist Moin. Das kommt aber im Grunde in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, ist so inwandert hier nach Hamburg hin. Also so als ich hier für Jotaiten Land bin, du hätt kein Ors Moin sagt. Also sogar der Münsteraner oder die Münsteranerin sagen mittlerweile Moin. Das hatte ich so das Gefühl, das hat sich, seit ich hier wohne, in den letzten 10 Jahren sehr verbreitet. Ja, das ist, glaube ich, aber mehr so ein Bedürfnis, nur Zugehörigkeit oder weil sich das so nordisch anhört. Oder weil so viele Leute aus dem Emsland kommen. wir praktisch im Grunde die ganze Norwussenbevölkerung von Münster ja eigentlich oder Emsland ist. Ja, das stimmt.
Und die Münsteraner an sich ja eigentlich eher weniger als mehr wart. So ist das. Ja, also so hier Moin und Moinsen und so, also so das war ja in jede Form, Ort und Wies und hoch und runter dudelt und düt. Also du halt wie so ein klassischer, das ist ein schöner, ein von den wenigen Norwiesen übrigens, wo Plattdeutsch noch inwandert. Also andersrum ist es ja, normalerweise haben wir immer den umgekehrten Fall, ne? Also so Hochdeutsch wandert in Plattdeutsche in, Plattdeutsch war eher weniger. So ist das nur das Umgekehrte. Moin ist eben der neue Tag, der schöne Tag und dann eben verkürzt auf Moin, also guten, kann man das vielleicht so zusammenfassen, da kommt das eigentlich her und ist natürlich platt. Freudeln, da hat man im Grunde auf Hannover schon nicht mehr, ne? Die richtigen Experten, die sich gut kennen, für die ist klar, das muss man mit ein Leuwagen, kein auswählt mehr, was das ist ein Schrupper. Ne? Der Feudel ist das Wischtuch, der Leuwagen ist der passende Schrubber dazu. Wenn man betrunken ist, dann ist man dumm. Man ist ein Dröhnbüdel, also so, vielleicht nicht so das hellste Licht auf dem Lüchter, also so ein bisschen achteran für wirklich langweilige Veranstaltung oder auch für langweilige Lüd, sagt man Gemodröch, also so ein richtig knoppendröge Typ, also so tatsächlich auch auf Hochdeutsch. Köm giftet noch Klüsen, hätt wenn noch was man von do nicht dörb, aber ein vierte Nachwehr abwogen dat und hätte dicke Augen, dann sind da Klüsen gefunden, dann hätte man dicke Klüsen. Das sind tatsächlich Löcher für Ankerkehlen, wo man Ankerkehlen durchtrecken kann. Ne? Das ist ein Klüs, ne? Also so ein Chip. Ich finde das ein sehr schönes, also das ist eine sehr schöne Bild. Also gutes Bild. Finde ich schon, ne? Also so, du hast Augen als Löckers für Ankerkehlen. Das ist eigentlich schon gut. Und dann so der Klassiker wie zum Beispiel das Schiedwetter. Ne? Also so jede zweite Tee ist ein Schiedwetter-Tee. Das ist auch noch an jede Kant durch. Oder die Leute sagen auch Schied wie das meinen, das hört sich besser an als das hochdeutsche Pendant. Das ist irgendwie so ein bisschen sozialverträglicher. So. Und ist auch näher am Englischen auch noch dran. Ist auch noch mehr an Englischen dran und man hätte Lüt nicht so obdefüllt. Also so schied hat multiple Fördelen. Ich habe einen Satz mitgebracht, der nochmal deutlich mag. Ich hau da mal rot, ich muss aufhalten zu telefonieren, ich bin bei zu plätten. Und das ist in Hochdeutsch der Super-GAU, ne? Also so, da hast du, also grammatikalisch, ich muss aufhalten, ich klopp da hier immer so Binnen untereinander, ich muss aufhalten. Du musst am Hochdeutsch einen Bus abholen, den du kriegen wirst, oder einen, der mit dem Portemonnaie unten ist, den musst du aufhalten. Aber natürlich nicht zu telefonieren, das macht natürlich keinen Sinn. Da macht bloß den Sinn, wenn man genau das Wort Plattdeutsche in Hochdeutsche umplanten deit. Und da ist das nämlich abholen. Ja. So, und dann muckt das, also ich muss abholen zu telefonieren, ich muss aufhören zu telefonieren. Ich bin bei zu plätten. Damit hast du den klassischen plattdeutschen, der klassische plattdeutsche Gerundium, ich bin bito. Ich bin gerade dabei zu. So. Und auch das war einfach bloß ohne Notendenken im Plan. Ne? Ich bin Bito Rosen, ich bin Bito lesen, du nerv nicht, ich bin Bito gucken, ich habe kein Tiet und so wieder. Also so. Und ich bin Bito Plätten, sagt er, ich kann im Moment nicht schnacken und dann kommt Plätten und dann ist natürlich noch mal der Knaller, denn Plätten ist plattdeutsche Fachvokabel, inwannet ist bügeln. Hat nichts mit Plattmachen zu tun. Mit beziehungsweise, ja, man macht die Falten platt, ne? Also so ist das. Da, wunderbar. Schon ein gutes Wort auf jeden Fall. Mit der Plättisen, genau. Ja. Genau. Ja, also und damit habe ich Mucksin zum Beispiel, Grünhöker und so was. Das sind all noch Socken, wo man immer noch so,
ja, enkelte Wör hätte tatsächlich auch noch vorkommen. Was war das letzte? Grünhöker? Grünhöker, ja. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Grünhöker oder Grünhöker ist ein Gemüsehändler. Ach so, Ja. Höker. Okay. Ist der Höker, ne? Also Höker, also das geht natürlich ohne Grün auch, ne? Also ein Höker ist so ein blöde, kümmerliche, ne? Nee. 3 Gemüsesorten hat. Ja, oder du kannst auch Isenhöker oder Elektrohöker, das sind dann Leute, die direkt Kurbel in Fenster hangen haben oder so, ne? Nee, also Hökern kenne ich auch. Ich habe mich nur bei Grünhöker gewundert, was das ist. Ist ein Fachbetecken, also so ist ein spezielle Höker. Ja. Ja, damit bin ich durch. Genau, ich hab ein bisschen gedacht, ich kann jetzt tolle Sachen zum Münsterländer Missing erzählen. Ja. Aber also, genau, ich glaube aktuell, außer Moin ist da eigentlich nicht viel zu hoch, glaube ich. Also, naja, es ist einfach schon, eigentlich deutlich länger ja schon, also gerade in Münster selbst. Also ich glaube, im Münsterland ist es vielleicht nochmal was anderes, aber einfach deutlich länger als Hamburg zum Beispiel ja schon hochdeutsches Sprachgebiet. Also weiß gar nicht, ich glaube, die Kanzlei hat sich auf jeden Fall im 17. Jahrhundert umgestellt. Also der Schriftverkehr wurde auf jeden Fall seit dem 17. Jahrhundert komplett auf Hochdeutsch erledigt in Münster. Und die Stadtsprache selber ist auch schon deutlich seit dem 19. Jahrhundert Hochdeutsch. Also man findet also so klassische Münsterländer Anzeichen wären zum Beispiel das am Wortanfang. Das hört man aber eigentlich auch so, also habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gehört von jemandem, aber dass man zum Beispiel statt Garten Harten sagt oder so. Okay. Das wäre eigentlich so, also weil das G wird auch am Wortanfang zu einem CH im münsterländischen Plattdeutsch. Aber ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Also ein typisches Anzeichen, was sich wohl noch länger gehalten hat, aber das ist mir auch bisher nicht über den Weg gelaufen. Ich habe so ein bisschen was anderes jetzt gemacht, weil meine Lieblingslyrikerin Annette von Droste zu Hülshoff auch quasi aus der unmittelbaren Umgebung von Münster kommt. Ja. Ist mir eingefallen, dass viele Gedichte von ihr, zumindest in den Reimwörtern, da funktionieren die Reime nur, wenn man sie sozusagen mit einem gewissen niederdeutschen Touch ausspricht. Also, dass man genau dieses, das macht, was wir bei Hamburg und Hamburg hatten. Also, dass man eigentlich zum Beispiel, es gibt ein schönes Gedicht von ihr, Der Heidemann, was so ein Spukgedicht ist eigentlich, wo es um so einen Nebel geht, der im Moor aufsteigt und der so gruselig ist und die Kinder sollen nicht zu weit gehen, weil der Nebel kommt und das ist der Heidemann. Also eine sehr morbide und düstere Stimmung und das Gedicht fängt an mit Geht, Kinder, nicht zu weit ins Bruch, die Sonne sinkt, schon surrt den Flug, die Biene matter, schlafgehemmt, am Grunde schwimmt ein blasses Tuch, der Heidemann kömmt. Und der Reim Bruch und Flug und Tuch funktioniert natürlich nur, wenn man Flug zumindest Fluch ausspricht. Sonst reimt sich da eigentlich nichts. Genau, und das Gleiche haben wir dann zum Beispiel auch nochmal bei dem Reim Die träge Motte höher kreucht, sich flüchtend vor dem feuchten Qualme, der unter ihre Flügel steigt. Und da funktioniert der Reim kreucht und steigt eben auch nur, wenn man steigt sagt und kreucht. Also genau. Da kann man es auf jeden Fall ganz schön an den Reimwörtern noch festmachen, dass die Aussprache auf jeden Fall auch Mitte des 19. Jahrhunderts in gebildeten, adeligen westfälischen Kreisen auf jeden Fall noch sehr vom Niederdeutschen beeinflusst war. Naja, sehr vom Niederdeutschen wirklich nicht. Also ich finde das irgendwie schon ganz schön downgraded. Ne? Also wenn man sich jetzt feststellt, irgendwie, wann hat sie lebt? 18. Jahrhundert oder was, ne? Nee, 19. Also sie ist so Mitte, ich glaube 1848 gestorben. Okay. Also der Text ist jetzt aus den 1840ern. Ja. Also ich glaube für andere Kreise, aber ich hatte jetzt
schon gedacht, also weil sie ja auch viel Zeit am Bodensee verbracht hat. Also sie hat ja irgendwie immer gewechselt zwischen Haus Rüschhaus in der Nähe von Münster und Schloss Merseburg, glaube ich, am Bodensee. Hatte ich schon gedacht, dass eigentlich dass ihr klarer ist, dass die hochdeutsche Aussprache nicht so funktioniert. Vielleicht war das aber auch Absicht, um dem Ganzen noch so einen gewissen westfälischen Touch mitzugeben. Das wäre sozusagen so ein Heimatreminiszenz. So. Ja, also keine Ahnung. Also es ist halt nicht nur in wörtlicher Rede so, sondern auch sozusagen in der Textrede eigentlich so, dass diese Reime so funktionieren. Also das hat mich dann schon... Ja, was heißt, also ist jetzt auch nicht so irgendwas, was man gar nicht erwartet, aber trotzdem ist mir aufgefallen auf jeden Fall, dass man das da noch merkt, dass es so einen gewissen Missing-Einfluss gibt. Ja. Ja, witzig, ne? Also ja. Aber ich weiß auch... Ja. Nee, sag mal. Nee, ich habe irgendwie, also erstens mal Annette von Droste zu Hülshoff, also ich da gar nicht wusste, dass das irgendwie so ist. Erstmal froh von große Bildung, also das ist mir dabei abgehauen und zweitens ist natürlich lustig, dass das jetzt irgendwie, so über 150 Jahre her ist, wie über 150 Jahre her. Sie sogen muckte ich hüte durchs auch noch mucken würde, wenn ich Hochdeutsch schnacken würde. Tag. Ja, ne? Also vielleicht wird das jetzt nicht als Riemel so abschrieben, aber im Grunde wird genauso schnacken. So. Ja. Genau, und mir ist aber, das ist nicht das einzige Beispiel für Missing in der Lyrik, was ich mitgebracht habe, sondern eigentlich viel interessanter ist, also aus mehreren, also was heißt viel interessanter, aber aus mehreren Gründen interessant, weil auch viel unbekannter ist das Werk von Sibylla Schwarz aus dem 17. Jahrhundert. Die ist jetzt 2021 sozusagen 400 Jahre alt geworden und die ist mit 17 auch schon gestorben, also 1638 dann auch schon gestorben und hat viele Gedichte und Stücke in diesen... Ich glaube, die hat mit 10 angefangen zu schreiben, also in diesen 7 Jahren verfasst. War die Tochter des Greifswalder Bürgermeisters und hatte auch für die Zeit eine sehr große Bildung. Also es gibt diverse Anspielungen auf griechische Mythologie in den Texten. Kennt ja viel, also ist auch sehr drin in den literarischen Diskussionen der Zeit, beschäftigt sich mit Opitz und Opitz Dichtungstheorie. Und hat ihrem Vater, der ja Greifswalder Bürgermeister war, auf jeden Fall auch geholfen oder hat bei ihm, also ich glaube, die war so als Schreiberin auch für ihn tätig und hat dementsprechend auch so diese Kanzleisprache, diese Verwaltungssprache kennengelernt. Macht aber in ihren Gedichten, die halt hochdeutsch geschrieben sind, doch immer wieder sehr deutliche plattdeutsche Fehler sozusagen. Also war Greifswald Hansestadt eigentlich? Weißt du das? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, ja. Also weil dann sind wir ja eigentlich genau in der Zeit, in der so die Hanse eigentlich absteigt oder wirklich sehr auf dem absteigenden Ast ist im 17. Jahrhundert. Und also die Gedichte sind 20 Jahre nach ihrem Tod rausgegeben worden von ihrem Lehrer Samuel Gerlach. Und weil die jetzt 400 Jahre ihren 400. Geburtstag gefeiert hätte, jetzt auch neu herausgegeben worden, ist halt auch aus der Ebene sehr interessant, weil sie ein Gedicht geschrieben hat, was wieder den Neid heißt und was so als erstes feministisches Gedicht der deutschen Literatur gilt, wo sie schreibt, wo sie sich an irgendjemanden richtet und sagt, hier, warum willst du mir das denn madig machen, mein Schreiben? Und du sagst, irgendwie Frauen können ja gar nicht schreiben, aber überleg dir mal, die Musen sind ja auch Frauen. Und sozusagen dann auch eigentlich so einen weiblichen Kanon aufmacht. Also sagt hier, Sappho hat geschrieben und ich kenne noch Namen von 50 anderen Frauen, die auch geschrieben haben und also dann darf ich das ja wohl auch. Und das mit 15 so ein Gedicht rauszuhauen, ist schon auch sehr
zeugt auch von sehr großem Mut, so in diesem Kontext und in der Zeit. Ja, unbedingt. Genau, warum ich das alles erzähle in diesem Messing-Kontext ist, aber weil sie eben so ein paar plattdeutsche Eigenheiten doch hat und in der Vorrede schreibt der Herausgeber dieses Buches, also 20 Jahre nach ihrem Tod herausgegeben, dass ihr Lehrer, dem sie auch diese Gedichte geschickt hat, dass sie nach ihres Ortes Aussprache bestimmte Sachen ohne Unterschied gesetzt hat. Also als Beispiel führt er auf mich und mir, dich und dir, mögt und möcht, Tag und Tag, mag und mach, genug und genug. Also so ganz typische, also jetzt auch einfach in der Aussprache diese typischen Sachen, aber eben auch bei mich und mir eben auch so diese auf grammatischer Ebene sozusagen auch. Wenn man im Plattdeutschen einfach nur mi hat, dann ist es eben auch kann es einfach für Leute auch schwierig sein, zu wissen, wann jetzt mir und wann mich verwendet wird. Genau, ich kann da auch aus einem Gedicht, wo sie das zweimal macht, auch kurz was vorlesen. Das ist vielleicht ganz interessant. Ja, das ist auf jeden Fall. So, und weil also das Gedicht, was ich jetzt rausgesucht habe, ist nicht allzu lang und da ist es an 2 Stellen, dass eben statt mich, mir steht. Und dann weise ich kurz darauf hin und lese das eben einmal komplett vor. Okay. Also, weil wir ja so ein lyrisch veranlagter Podcast sind mit so einem Gedicht von Klaus Groth immer am Ende, dachte ich, passt das ja vielleicht noch rein. Wohl dem, der liebet und wieder geliebet wird. Liebste, weil du mich willst lieben und dich mir ergeben hast, weil du mich nicht willst betrüben, also sollst du deine Rast auch bei meiner Feder finden, die dich wird mit Weisheit binden. O, wie glücklich ist zu schätzen der, dem es so wohl gelingt und sein Leben so weit bringt, dass er sich noch kann ergetzen an der liebsten Gegenwart, die ihn vor betrübte harrt. Nun bin ich neu geboren, liebe sehr und bin geliebt, alle Sorg hat sich verloren, weil mich Galathee gibt ihrer Freundschaft hohes Licht, das mich auch lässt sterben nicht. Also das war jetzt eben so eine Stelle, weil mich Galathee gibt ihrer Freundschaft hohes Licht, wo er eigentlich mir stehen müsste. O, wie wohl ist meinem Herzen, o, wie fröhlich bin ich doch, weil ich frei von allen Schmerzen kann der Liebe süßes Joch durch die Wiederliebe tragen, die mich hilft aus allen Plagen. Also auch an der Stelle, die mir hilft aus allen Plagen. Nun, mein Lieb, du sollst auch spüren, wie getreu ich bleiben will. Ich will deinen Namen führen, weil du bist mein höchstes Ziel. Wo man meine Schriften kennet, soll dein Name auch sein, genennet. Das war's. Ach, schön. Genau. Und es ist auch, also für Texte aus dem 17. Jahrhundert, die teilweise ja doch sehr, sehr lange Sätze haben und sehr verwickelt sind, auch Lyrik, sehr verständlich. Also sehr, sehr klar auch geschrieben, größtenteils. Also es ist auch nicht so, dass das nur so ein Nerdvergnügen ist, diese Texte zu lesen, sondern kann da auch, also besser als viele andere Texte aus der Zeit wirklich auch heute noch so was mit anfangen und die ganz gut lesen. Ja. Genau. Ist auch dieses Jahr eine neue Ausgabe herausgekommen, eine Gesamtausgabe, herausgegeben von Michael Graz. Also genau, wer Interesse hat, dem sei dieses Buch empfohlen. Anthartlicht. Genau. Ja, schön. Also es ist ja spannend, wer hätte eigentlich wer utbuddelt, also so irgendwie. Ja, das ist ganz interessant. Also die war im 17. Jahrhundert tatsächlich sehr bekannt. Ich glaube, also hier hinten auf dem Buch steht drauf, dass sie als pommersche Sappho und 10. Muse gepriesen wurde. Dann aber eigentlich im 19. Jahrhundert so aus dem Kanon aussortiert wurde. Also, oder irgendwie auf jeden Fall im Laufe der Zeit einfach immer weniger rezipiert wurde und eigentlich auch, ja, eben auch vor so einem männlichen Kanon da irgendwie nicht mehr reinpasste. Okay. Dann irgendwie immer mal wieder Literatur über sie geschrieben wurde, auch so in den letzten 20, 30 Jahren auch so eine Wiederentdeckung gab und jetzt eben zum 400. Geburtstag tatsächlich ich glaube, die heißt Sibylla Schwarz Gesellschaft aus Greifswald, einfach sehr viel macht und diese Neuausgabe eben herausgegeben wird und so.
Ja. Ja, weil das ist ja schon auch eine beachtliche künstlerische Laufbahn, ne? Also wenn du so nur in ganze mit Hein anfängst zu schreiben und dann auch noch als als deren muss man ja singen, ne? Ja. Das ist ja schon heel was Besonderes. Ja, genau. Und aber eben wirklich sehr aus dem Kanon aussortiert worden in den letzten 200-300 Jahren. So. Ja, da kann man nur sehen, wofür Fruns so irgendwie auch, also das ist so sachte Grund für was, so an der Kante plöcht worden sind. Ne? Also, ja. Genau, also auch einfach unabhängig von der Missing-Thematik sehr interessant und wirklich empfehlenswert. Ja, sozusagen Double Feature. Man hätte schön Missing-Spin, ist aber ab und zu. Also ich meine, das macht halt wirklich, also ab und zu merkt man es, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr klares Hochdeutsch. Okay. Also die hatte schon auch einfach Übung, was Hochdeutsch angeht. Ja. Also wenig Missing-Spin, wenn dann aber richtig und kann man so sagen, ne? Und dann aber auch tolle Lyrik von ein Frunsmensch und das Symptation hat. Ja, und halt eben auch vor der Zeitgeschichte sehr interessant, weil Greifswald ja in der Zeit auch 30-jähriger Krieg angegriffen wurde. Also ich glaube, sie musste auch irgendwie mehrmals die Stadt verlassen. Also die sind dann nach Fretow gegangen, was irgendwie in der Nähe ist. Die Stadt wurde auch komplett niedergebrannt. Also einfach auch vor zeitgeschichtlichen Hintergrund. Sehr interessant. Kriegt sie das denn in ihr Texten ab? Ja, also es gibt Texte, wo sie dann schreibt, okay, jetzt müssen meine Freunde wieder die Stadt verlassen oder jetzt wurde Fretow niedergebrannt, wo wir doch so glücklich zusammen waren, ich und meine Freunde und Freundinnen, und dann schreibt sie so einen ganz langen Trauergesang darüber, dass Fretow jetzt niedergebrannt wurde und der Musenhain sozusagen zerstört ist. Also das taucht schon oft auch auf. Okay. Und auch so diese Thematik, also es gibt ja oft so diese Thematik, ist es jetzt in der Stadt besser oder auf dem Land? Und da ist es aber konkret so, ja, in der Stadt, die wird halt belagert oder da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie beschossen wird, viel größer als auf dem Land. Also das ist noch ein zusätzliches Argument für auf dem Land sein eigentlich in der Zeit. Also das wird schon immer wieder aufgegriffen. Ja, okay. Also ist Punkt 3 sozusagen als Titeldokument ist er zu lesen. Ja, genau, in mehrfacher Hinsicht. Ja, fein. Denn wo wir schon bei Lyrik waren, würde ich sagen, kommt jetzt der übliche lyrische Abschluss. Ich habe meine Klaus Groth Gesamtausgabe wieder dabei. Ja. Ist aber gerade mein Lesezeichen rausgefallen. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt muss ich kurz mal wieder gucken, wo wir wollen ja hier nicht irgendwie noch Fehler machen beim Gedicht aufsagen. So, aber jetzt bin ich auch parat. Jetzt habe ich die richtige Seite gefunden. Na denn, Manteau. Hoch oder platt. Dröch oder natt. Bär oder Wien. Groff oder Fien. Aber echt modet sien. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.